Hey zusammen! Willkommen zu einer neuen Geschichte und damit zu einer neuen Folge von Storytime. Im heutigen Video stellen wir euch unser absolutes Lieblingsreiseland in Asien vor: Vietnam. Wir sind jetzt schon zweimal dorthin gereist und können mittlerweile ohne Zweifel behaupten, dass wir einfach unheimlich fasziniert sind von dem Land. Für unsere Reise letztes Jahr haben wir ganze 7 Wochen in Vietnam verbringen. Und wir haben in dieser Zeit vor allem den eher unbekannten Teil in der Mitte, die moderne Stadt Da Nang, erkundet und sind auch noch im Norden und haben die ganze Region nördlich von Hanoi bereist. In diesen 7 Wochen haben wir die mit Abstand unvergesslichsten Erlebnisse unserer ganzen Reise erleben. Sei es unsere 8-tägige Rollertour bis an die Grenze von China, die wir bei meiner Schwester gemacht haben, oder unser einmaliger Tagesausflug in die Halong Bay, ein Naturwunder von Felsformationen, Buchten, Höhlen, wie es sicher kein zweites Mal auf dieser Welt gibt. Was aber mit Abstand unser schönstes Erlebnis war, haben wir zuerst eigentlich gar nicht so geplant. Und zwar haben wir in Da Nang einen Vietnamesin kennengelernt, der uns dann einmal mit aufs Land rausgenommen hat. Und wir konnten dort das Dorf anschauen, wo eine ethnische Minderheit lebt. Und die leben dort wirklich noch so wie vor Hunderten von Jahren. Wir haben zwar zuerst vor, nur einen Tag dort zu verbringen, am Schluss haben wir dann aber ganz spontan dort noch bei denen übernachtet. Und zwar nicht irgendwie in einer Hütte, sondern einfach am Fluss nehmen. Und das Coole war, wir konnten uns dort nicht nur mit den Bauern unterhalten, wir haben mit ihnen auch noch irgendwelche vietnamesischen Volksgesänge probiert zu singen und haben sogar noch probiert, wie es ist, Schnecken direkt aus dem Fluss zu grillieren und zu essen. Ich würde sagen, wir haben es so gerne gehabt. Aber das Coolste war, als wir dann am nächsten Morgen ganz unerwartet miterleben konnten, wie die Kinder vom Dorf in die Schule sind und dann wirklich miterleben, wie das dort so ein bisschen zu und her geht. Aber was den Moment wirklich unvergesslich gemacht hat, ist, wie die Kinder auf uns reagiert haben. Und zwar haben sie nicht nur das erste Mal in ihrem Leben eine Kamera gesehen, sondern es hat auch ein paar darunter gehabt, vor allem die Jüngeren, die noch nie Menschen gesehen haben mit so heller Haut wie wir. Ihr seht also, wir haben schon letztes Jahr unser Herz an Vietnamesen und ihr Land verloren, wo also teilweise uns angefragt hat, ob wir mit auf die Medienreise kommen als Content Producer, haben wir nicht zweimal überlegen und sofort zugesagt. Vor allem, weil wir damals auch in den Süden gereist sind und auch die Stadt Ho Chi Minh City besucht haben, wo wir letztes Jahr nicht waren. Trotz unserer Vorfreude haben wir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir in einer Woche wieder so tief in die Kultur der Vietnamesen eintauchen können, wie wir es damals im Norden von Vietnam machen konnten. Wir sind darum eigentlich recht ohne zu grosse Erwartungen vor Ho Chi Minh gereist, haben aber vor allem auch gesehen, was die Stadt so zu bieten hat, gerade auch im Gegensatz zu Hanoi im Norden. Unser Fazit nach 2 Tagen Sightseeing: sehr, sehr positiv. Uns hat die Stadt wirklich mega gefallen, vor allem, weil auch die Sightseeing-Punkte alle relativ nahe beieinander sind. Darum ist es auch gar nicht so schlimm, dass es so viel Verkehr hat, weil wenn man sich mal daran gewöhnt hat, kann es echt spannend sein, einfach zuzuschauen und zu beobachten, wie es dort so zu und her geht. Noch etwas hektischer als auf der grossen Strasse wird es dann in der engen Gasse von Chinatown. Trotzdem lohnt sich ein Abstecher dorthin auf jeden Fall, weil man sieht dort einfach auch noch mal eine andere Seite von Vietnam und vor allem auch den chinesischen Einfluss. Und wer sich trotzdem mal vom ganzen Sightseeing erholen will, dann empfehlen wir unbedingt mal in ein vietnamesisches Kaffee hineinzuschauen. Weil, ja, ihr habt richtig gehört, Vietnam ist ein echtes Kaffeeland. Haben wir vorher auch nicht gewusst, aber der Kaffee ist wirklich einer der besten, die wir eigentlich überhaupt hatten. Was wir besonders empfehlen können, das ist der Coconut Coffee, also ein Kaffee, der mit Kokosnussmilch gemacht wird, und der ist wirklich etwas vom Besten, was wir je hatten. Wenn man kurze Kaffeepause noch nicht lang zum Runterfahren, kann natürlich auch durch eine von diesen vielen Walking Streets schlendern und sich dort entspannen. Wobei wir aber sagen müssen, dass sich Ho Chi Minh City für die Ruhe und Entspannung suchen, nicht wirklich anbietet. Was wir sehr empfehlen können, ist das Mekong Delta. Das ist 70 km südlich von Ho Chi Minh City und bietet ganz viel Natur und vor allem auch Kultur. Darum, wer die Möglichkeit hat, soll sich unbedingt mal einen von diesen vielen schwimmenden Märkten anschauen. Das ist wirklich mega spannend, wenn man dort durchfährt, sich das anschauen kann und sich gerade irgendwie einen Kaffee oder ein Bami oder irgendetwas zu essen direkt vom einen Boot ins andere servieren lassen.
Unser absolutes Highlight waren aber nicht die schimmelnden Märkte, sondern die Fahrt in einem Kanu auf einem der vielen Seitenarme im Mekong. Dort sind wir einmal ein bisschen tiefer in den Dschungel reingekommen und haben eine andere, ruhigere Seite vom Mekong-Delta erfahren. Und es war einfach nur ein wunderschönes Erlebnis. Ihr seht also, Vietnam hat es geschafft, uns das mal wieder völlig in sein Band zu ziehen. Einfach die Kultur, das absolut wirklich super feine Essen und vor allem auch die Lebensfreude der Vietnamesen. Das ist einfach etwas, das sicher dafür sorgt, dass wir nicht das letzte Mal dort waren. Die Lebensfreude wollen wir aber einfach noch mal speziell herausstreichen, weil wir sind der Meinung, wenn man in ein Land wie Vietnam reist, mit dieser Geschichte und vor allem dem schweren Schicksal, das die zum Teil haben müssen durchleben mussten, ist es schon auch wichtig, dass wenn man schon vor Ort ist, man sich mal ein bisschen mehr mit dem Ganzen auseinandersetzt. Also vor allem mit der Kriegsgeschichte, mit dem Vietnamkrieg. Das ist etwas, was sicher jeder schon davon gehört hat, ob in der Schule oder sonst irgendwie. Man kommt es irgendwie durch Filme und alles mit über. Aber es ist doch noch mal etwas anderes, wenn man dann wirklich in diesem Land ist und dann die Leute sieht. Und vor allem auch, wenn man sich dann plötzlich bewusst wird, dass praktisch jedem, also jeder, der man irgendwie begegnet, mit jedem, der man Kontakt hat, ist entweder selber direkt oder halt indirekt durch irgendein Familienmitglied noch von diesem Krieg betroffen. Und wir finden das so faszinierend, wirklich unglaublich, dass die Leute dort trotz dem schweren Schicksal so riesige Lebensfreude und Lebenslust haben. Das ist wirklich nicht zu vergleichen mit irgendetwas anderem auf der Welt, dass die einfach so das ausstrahlen, dass sie halt zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und vor allem auch, dass sie immer noch so offen gegenüber Fremden und Touristen können, umgehen. Weil es ist ja schon auch, also wir sind Teil von dieser westlichen Welt, die schlussendlich verantwortlich ist für den ganzen Krieg oder für das, was dort passiert ist. Und wenn man sich das mal bewusst wird, dann ist das echt Hut ab vor der ganzen vietnamesischen Bevölkerung. Wir sind wirklich niemandem begegnet, der auch nur irgendwann mal einem das Gefühl gegeben hat, dass man nicht willkommen ist. Und darum, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf Vietnam zu gehen, dann macht doch das. Geht euch mal irgendwie ein Kriegsmuseum oder so anschauen. Und klar, auch wenn es traurig ist, die ganzen Bilder von diesen Opfern dann zu sehen oder so, es ist trotzdem etwas, das irgendwie dazugehört und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um sich das Ganze mal anzuschauen. Cuchi-Tunnels ist etwas, was man empfehlen könnte. Cuchi-Tunnel, das ist so ein Tunnelsystem, wo sich ganz viele Vietnamesen während dem Krieg eigentlich versteckt haben vor den Amerikanern und wir haben das mega faszinierend gefunden. Und wer sich für das Thema interessiert, aber es vielleicht nicht gerade auf Vietnam schafft, kann sich auch einen Dokumentarfilm dazu anschauen. Besonders empfehlenswert wäre die 10-teilige Doku-Serie von Ken Burns und Lynn Novick, wo der Flo jeweils auf dem Hin- und Rückflug komplett durchgeschaut hat. Wenn es euch interessiert, dann schaut doch mal rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Damit wäre auch die zweite Folge von Storytime abgedreht. Wer die erste Folge über Argentinien noch nicht gesehen hat, der findet hier oben links den Direktlink. Und wer jetzt wirklich Lust bekommen hat, auf Vietnam zu reisen, doch noch als kurze Info. Edelweiss fliegt ab November als einzige Airline direkt ab Zürich auf Ho Chi Minh City. Und falls euch das Format gefallen hat, falls ihr weitere Folgen von Storytime gesehen und die nicht verpassen, vergesst nicht zu abonnieren und hinterlasst doch einen Kommentar. In der Zwischenzeit vergesst nicht, geht raus und schreibt euch eure eigene Geschichte. Also, macht's gut. Tschüss zusammen.